2014 als d'Année internationale de l'agriculture familiale. Das ist so, dass Tendenz an den letzten 30–40 Jahren war, echter Riesenbetrieber eine kapitalistische Form von Landwirtschaft zu unterstützen und nicht so der muss klein und mittelgroße Betriebe. Dazu sowohl von den politischen Decideuren am Süden, gerade wie von der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist aber am Gang zu ändern und das will UNO eben damit unterstützen, indem sie die Agricultur familial an den Zentrum von den verschiedenen Politiken setzt. Was sind Vorteile von einer Agricultur familial? Schaffen von viel mehr Arbeitsplätzen, mehr Produktion pro Hektar, mehr Diversität und Erhalten von der Diversität, mehr Produktion an allgemeinen von der Alimentation, Erhalten von traditionellen landwirtschaftlichen Methoden, mehr Resistenz gegen schwierige klimatische Bedingungen. All das sind Vorteile und die weisen auch, dass die kleinen und mittelgroßen landwirtschaftlichen Betriebe viel mehr bringen und viel mehr können machen und bekämpfen gegen den Hunger und Armut an der Welt. Die Fondation Brüderle Stehlen geht mit auf die Weg und unterstützt eine ganze Reihe landwirtschaftlicher Projekte oder verschiedene landwirtschaftliche Wollen an, die an anderen Projekten integriert sind. Ein Hauptprojekt aus den am Guatemala, den 2 landwirtschaftliche Schulen unterstützt, in anderen am Kongo, den eine landwirtschaftliche Universität hilft aufzubauen. Dazu muss ich noch sagen, dass zwischen dem Kongo und dem Guatemala ein Échange besteht, das nennen wir Échange Süd-Süd, wo eben Partner auch gegenseitig von ihnen lernen. Am Kenia haben wir auch ein Projekt, das spezifisch Frauen und Jungleute unterstützt an landwirtschaftlichen Methoden ausbildet. Für all diese Projekte können wir als Partnerorganisationen zu realisieren, braucht Fondation Brüderle Stehlen eher Unterstützung, für die wir erst vielmals merci sagen.